Hallo zusammen, ich bin Marisa, bin 14 und komme aus Utzistarf. Meine Hobbys sind Gerätturnen, das mache ich 4 Stunden in der Woche, aber auch Backen. Ich backe Rezepte aus der ganzen Welt, aber auch ganz viele Rezepte aus der Region von Serbien. Ja živim sa mojom familijom tu. Moj baba dolazi iz Srbiju i moja mama je Švajcaricka. Još imam 2 brate. Das war gerade Serbisch und heisst, dass ich mit meiner Familie hier wohne und dass mein Papa ursprünglich aus Serbien kommt und meine Mama aus der Schweiz. Das Letzte war, dass ich noch 2 Brüder habe. Wir gehen einmal im Jahr auf Serbien, dann meistens mit dem Flugzeug. Wenn man auf Serbien gehen will, kann man entweder mit dem Flugzeug gehen und dann ist etwa der Weg etwa 9 Stunden. Und wenn man mit dem Auto gehen will, hat man ohne Pause etwa 22 Stunden. Serbien ist ganz unterschiedlich, weil es ganz unterschiedliche Plätze hat. Es hat mega schöne Städte, die noch so richtig von früher alt sind, wo man auch sieht, so mega schöne Backsteinmauern und so. Und dann hat es überall fließen Flüsse durch und allgemein einfach mega viel Grün. Das ist ein Bild von mir und meinen Brüdern, das wir noch kleiner sehen. Und zwar ist das ein Aussichtspunkt, der mega schöne Steine hat. Und da haben wir eben auch ein Stück Land und das ist eigentlich so ein Ort, wo ich mega viel Energie tanke. Weil es echt so beruhigend ist vom Fluss. Es hat da unten einen Fluss, den sieht man jetzt leider nicht. Ein Gegenstand, der mich sehr fasziniert aus Serbien, ist die Schlangenhaut. Die haben wir gefunden. Wir haben ein Stück Land und dann sind wir dort gelaufen und plötzlich haben wir das Gefühl, es ist eine Schlange. Und weil es noch heiß war und dann haben wir es angeschaut und dann haben wir gesehen, dass es wirklich einfach so eine Schlange war, die sich gut gehütet hat. Und das finde ich halt einfach schon mega cool, weil man es erstens in der Natur gefunden hat, nicht in einem Terrarium. Und zweitens, wenn man es noch selber gefunden hat, ist es noch etwas anderes. Der Unterschied zwischen Schweiz und Serbien ist sicher, dass dort die Leute viel offener sind. Du bist immer willkommen. Dafür ist hier in der Schweiz der Unterschied, dass man hier immer pünktlich ist. Und das ist in Serbien aber manchmal nicht so der Fall. Jetzt machen wir Dudovi. Das ist ein typisches serbisches Süßgebäck. Und mit diesem Rezept verbinde ich Kultur, Tradition und einfach die ganz vielen schönen Eben, die ich mit meiner Familie und meinen Verwandten in Serbien genossen habe in der Natur. Oder, ja. So, jetzt sind unsere Dudovi fertig gebacken und werden sofort mit dem kochenden Zuckerwasser übergossen. Traditionell isst man sie zu einem türkischen Kaffee oder auch zu einem Chai, was man hier unter dem Namen Schwarztee kennt. Ich könnte mir gut vorstellen, in Serbien zu wohnen, jedoch nicht langfristig. Aber ich könnte sicher 5 Jahre auf Serbien wohnen und dort gibt es so viel zu entdecken. Ich glaube, da wird es mir nie langweilig. Das war es mit meinen 2 Zuhause. Falls du noch weitere solche Videos sehen willst, dann geh auf den SRF Kids Kanal und abonniere doch den.